Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, Sie sind mit den Tagesimpulsen von Bernd Wetzel verbunden aus dem Hause Dr. Irmhild Ohngemach. Es grüßt und spricht zu Ihnen heute Bernd Wetzel. Ich freue mich, dass Sie einige Augenblicke sich Zeit nehmen. Grüße Sie mit dem Impuls aus Gottes Wort. Jesus spricht: Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und gebe mein Leben zur Erlösung für viele. Und da können Sie, liebe Anruferin, lieber Anrufer, einfach sagen: Und er gab sein Leben am Kreuz für mich ganz persönlich. Der große Prediger Spörtchen hat einmal gesagt: Meine ganze Theologie besteht aus 4 Buchstaben: Jesus starb für mich. Heute möchte ich mit Ihnen das Thema bedenken: Christen können leider auch enttäuschen. Christen enttäuschen, Christus dagegen nie. Ja, wenn Christen einen enttäuschen, dann tut das besonders weh. Dann ist das eine Überraschung. Wenn zum Beispiel gegen einen Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, dann überrascht das. Wenn ein Polizist die Verkehrsregeln nicht hält, ist das überraschend. Wenn ein Finanzbeamter bei einer Steuerhinterziehung erwischt wird, ist es eine Überraschung. Und leider, wenn ein Christ Fehler macht, wenn er enttäuscht, dann tut das doppelt weh. Und ich habe mir die Frage gestellt: Wie kommt es, dass Nicht-Christen, die noch keine Christen sein wollen oder sollen, wie sie immer wieder enttäuscht werden von Christen, nach dem Motto: Wenn die nicht besser sind wie ich, warum soll ich dann in die Kirche gehen? Die sind auch nicht besser. Und tatsächlich, Christen sind kein Haar besser, aber sie haben es besser, weil sie einen kennen, der auch, wenn Christen enttäuschen, dass er die Enttäuschung überwinden kann. Christen, so hat ein Pfarrer gesagt, wenn sie Christen werden, verändert sich alles, verändert sich wenig, verändert sich gar nichts. Und manchmal gibt es sogar positive Veränderungsüberraschungen. Wenn ein Christ wird, Ja zu Christus sagt, in Wahrheit konfirmiert wird, das heißt festmacht, was ihm in der Taufe zugesprochen wird, dann verändert sich mit einem Schlag alles. Ein Beispiel für mich ist die Königin Silvia Sommerlath aus Heidelberg. Sie ist von einem Tag auf den anderen aus dem bürgerlichen in den adeligen Stand erhoben worden. Sie wurde Königin, Silvia Sommerlath, weil die Liebe des Königs sie zur Heirat bewegt hat. Aber der König Karl Gustav und seine Liebe ist gar nichts gegenüber die Liebe Gottes in Christus. Und wenn Sie die Liebe Gottes entdeckt haben und auch zu dieser Liebe Ja sagen, dass er am Kreuz für Sie, für mich gestorben ist, dann werden Sie von einem Tag zum anderen aus einem Todeskandidaten in einen Lebenskandidaten erhoben. Der Stand ist einmalig. Es verändert sich alles. Und doch verändert sich wenig, weil der Zustand von uns sich nicht schlagartig ändert. Unsere Veranlagung, unsere Erbmasse, unsere Ungeduld, unser Zürnle, unser Neid, unser Stolz, der lebt weiter, auch wenn ich mit Christus lebe. Da hat mir ein bekannter Evangelist erzählt, er war zum Glauben gekommen, sein leiblicher Bruder hat es nicht so gut gefunden. Sie saßen am Tisch, der Bruder rauchte eine Zigarre und hat ihm den Rauch ins Gesicht geblasen. Da hat dieser Christ ihm mehrfach gesagt: Hör auf, ich kann diesen Rauch nicht vertragen. Aber der andere hörte nicht auf, und was machte der Christ? Er schlug seinem Bruder ins Gesicht. Das war nicht christlich. Er weinte bitterlich. Er hat versagt, er hat enttäuscht. Es ändert sich nicht viel. Im Christen tobt ein Kampf. Die Bibel sagt, das Fleisch, das alte Wesen streitet gegen den Geist, den sanftmütigen Geist Jesu, den geduldigen Geist, der vergebende Geist. Das ist ein Kampf.
Und es verändert sich gar nichts. Gar nichts. Wenn man nicht aufpasst, dann ist man wie ich nach 55 Jahren Bibelstudium immer noch der alte Bernd Wetzel, der sich aufregt, der zornig werden kann, der neidisch ist. Aber es gibt auch schöne Ausnahmen. Schöne Ausnahmen, dass man sich verändern darf. Wenn jemand einen enttäuscht hat, dann kann man ein Zeichen der Liebe setzen. Da ist zum Beispiel ein Mann in der Schweiz, dem haben einige Lausbuben das Dach abgedeckt. Nachts so ein Strohdach, er wacht auf, er sieht nach, er sieht diese ungebetenen Handwerker, er weckt seine Frau und sagt, mach ein Vesper, wir haben Handwerker. Die Frau ist zunächst über den Vorschlag überrascht, aber er handelt christlich, er lädt diese Männer, die ihn ärgern wollten, ein zum Vespern. Sie sind beschämt, sie gehen wieder aufs Dach und decken es zu. Noch eine andere kleine Geschichte, eine Mieterin hat einen Mieter, der ihr das Leben schwer macht. Da rät die Freundin, versuch's doch mal mit Kuchen. Und das hat sie gemacht, mit Zwetschgenkuchen, hat jeden Tag diesem Störenfried, der nachts Partys feierte, Kuchen vor die Tür gestellt. Und der Kuchen hat gewirkt. Es gab Versöhnung. Christen können auch wie Christus handeln. Das ist eine gute Sache. Ich kann Sie nur einladen, Christen sind nicht besser, aber sie haben es besser, weil sie einen guten Herrn haben. Letzter Gedanke, wenn eine Mutter, wenn ein Vater Kinder erlebt, die nicht gehorsam sind, die Fehler machen, die enttäuschen, dann bleiben die Eltern Eltern und die Kinder Kinder. Und so ist auch unser Gott. Weil sie gerade an einer eigenen Enttäuschung oder fremden Enttäuschung zu knabbern haben. Sie dürfen mit Jesus weitergehen. Er hilft, dass sie die Enttäuschungen überwinden. In diesem Sinne danke ich für Ihr Zuhören. Auf Wiedersehen.